regnet und regnet und regnet und es ist einfach nur blöd draußen. Was will man dann am liebsten machen? Einfach im Bett verkriechen. Aber nein, aufgewacht, jetzt fängt Kaffeeclash an. Eine halbe Stunde machen wir es uns jetzt hier richtig gemütlich und trotzen einfach diesem schlechten Wetter. Und an meiner Seite, das allererste Mal, darf ich Sophia begrüßen. Hallo Sophia. Hallo Nina, ich bin heute für euch im Chat da. Haut in die Tasten, löchert mich mit Fragen, uns mit Fragen. Ich bin auf jeden Fall für euch da. Und damit es euch nicht ganz so schlecht geht, haben wir uns mal was ganz Besonderes überlegt. Ich rekel mich hier gerade schon sehr lasziv wahrscheinlich, sieht wahrscheinlich total bescheuert aus. Auf diesem schönen Ding eine Vespa. Und wenn ihr die haben wollt, dann passt jetzt mal ganz genau auf. Viva la Vespa. Ein Hauch italienisches Lebensgefühl auf Kölns Straßen. Das geht so, so und so. Köln TV verlost zusammen mit dem Rollerparadies Köln eine Vespa Sprint 50 4T4V im Wert von 3.250 €. Ihr findet, euch würde dieses Schmuckstück besonders gut stehen? Dann bewerbt euch auf kölntv.com und sagt uns, warum die Vespa ausgerechnet vor eurer Haustür parken soll. Mitmachen könnt ihr noch bis zum 10. September. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ciao, Bella! Also wenn ihr euch den Sommer nach Hause holen wollt, dann fangt doch einfach mit dieser schönen Vespa an. Der Vespa Spirit 50 4T4V für 3.250 €. Wenn das nicht mal ein Preis ist, den man mal gewinnen möchte, registriert euch einfach auf kölntv.com und macht mit. Bis zum 10. September habt ihr noch Zeit. Ich drücke euch, wie gesagt, wie ich es ja schon eben gesagt habe, die Daumen. Und jetzt gehe ich ganz laziv wieder auf meinen Platz, denn jetzt kommen wir zu den Top-Trends in Köln und im Netz. Die Zeit, in der ihr euer Leben riskiert, ist jetzt zu Ende, denn #Aachener Weiher, die Stadt möchte am Aachener Weiher endlich einen Fußgängerüberweg machen. Und zwar haben wir mal einen kleinen Lageplan für euch vorbereitet. Und wenn der Mike, unser Kameramann hinter der Kamera, mal ein bisschen näher kommt, dann kann man sehen, dass direkt gegenüber vom Aachener Weiher die Aachener Straße ist und da gehen mittlerweile immer noch alle Besucher vom Aachener Weiher illegal drüber. Und das ist lebensgefährlich, weil da die Autos fahren, weil die Straßenbahn fährt und das ist eine ganz heikle Situation. Die Stadt möchte seit 40 Jahren dagegen etwas tun und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass es endlich stattfinden soll. Kaum zu glauben, 300.000 € soll das kleine Stück kosten. Das hat man ja einfach mal so unterm Kopfkissen. Jeder, du wahrscheinlich auch, Sophia, ne? Natürlich, immer unterm Kopfkissen. Und ja, im November soll das fertig sein. Ist natürlich super, weil November ist natürlich die absolut tolle Zeit. Da fangen die ganzen Festivals nicht an und der Sommer ist auch vorbei, aber dann können wir es wenigstens nächstes Jahr benutzen und wenigstens. Genau, wir haben hier noch einen kleinen Tweet für euch rausgesucht. Kölner Beispiel für Effizienz öffentlicher Verwaltung. 40 Jahre Planung für Fußgängerüberquerung. #keine Pointe von unseren Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger. Das stimmt mal. Also hört sich nach einem schlechten Witz an, aber mal gucken, ob das überhaupt alles so funktioniert. Denn wir kennen ja die Stadt Köln und wir kennen die Planung. Wenn das jetzt schon 40 Jahre gedauert hat, mal gucken, wie es dann jetzt wirklich noch dauert. Aber wir kommen zu einem schöneren Thema, zu einem freudigeren Thema. #FC. Bams, wie geil ist das denn? Der FC hat gestern 3:1 in Stuttgart gewonnen. Ich habe nur noch diesen Schnulli im Kopf, den Modest nach dem 1:0 im Mund hatte. Und darum hole ich jetzt einfach mal unseren FC-Experten Fabian Buller zu mir. Der kann die ganze Situation noch ein bisschen besser erklären als ich. Hallo Fabian, komm rein. Hallo. Setz dich hin, setz dich nicht aufs Mikro am besten. Nee, besser nicht. Besser nicht. So, wie gesagt, für mich war der Schnuller das absolute Highlight. Mhm, ja. Für dich bestimmt auch oder ja, noch andere also Sachen? Das war schon was Besonderes, klar, wenn Anthony Modest da so einen Schnuller auspackt beim Jubel. Aber natürlich für die FC-Fans war der Doppelschlag mit Modests Elfmeter und dann eben Zoller direkt danach das 2:0. Das war schon ziemlich stark. Genau, und dann 3:1 in Stuttgart, das ist schon Auftakt, das kann sich sehen lassen, vom Ergebnis her zumindest. Die ganzen Kölner rasten ja jetzt aus.
Ne? Ja. Du hast ja auch mal für uns was nachgeguckt im Netz. Ja, genau. Es gab natürlich Reaktionen, unter anderem auch. Genau, hier sehen wir natürlich vom FC selber. Die Jungs jubeln, Modest hier natürlich. Sehen wir hier, genau, Modest, Leonardo Bittencourt, Zoller und Hector, wie sie an der Eckfahne jubeln. Aber es gab natürlich auch Reaktionen von der Kölner Prominenz. Zum Beispiel das kommt jetzt. Casalla. Die Saison ist doch nicht vorbei. Oder ist doch vorbei. Oh Gottes Willen. Die Saison ist doch vorbei. Oder, FC Köln? Also, ja, Casalla schön wär's. hatte gerne einfach, dass die Saison jetzt schon vorbei ist und wir einfach schon gewonnen haben. Wäre auch ganz nett, weil wir stehen jetzt gerade auf Platz 4, was für die Champions-League-Qualifikation berechtigen würde. Also könnte die Saison wirklich eigentlich jetzt sofort aufhören. Theoretisch. Aber wir als durch und durch FC-Fans wollen natürlich noch mehr sehen. Ja, genau. Wie zum Beispiel. Ja, geil, wie das losgeht. Leute, es wird eine geile Saison. Ja, das spiegelt so ein bisschen einfach so die Gefühlslage wider der also FC-Fans. Die Fans freuen sich auf jeden Fall. Wie schätzt du das denn ein? Das war jetzt kein leichter Sieg? Nee, also es sah eigentlich, also mein Gefühl war, wir können von Glück reden, wenn wir das Ding nicht verlieren. Schon, also die ganze Zeit lang. Dass dann so souverän das letztendlich aussieht, das ist auch ein bisschen Glück. Also man muss schon sagen, die Stuttgarter waren klar besser. Und ja, aber sowas muss man auch mal gewinnen. Und ich denke mal, Peter Stöger weiß ganz genau, dass da noch Luft nach oben ist und dass er da noch an ein paar Schräubchen drehen muss, damit das auch leistungsmäßig, also ergebnismäßig auch so bleibt. Wann sind wir das nächste Mal zu sehen? Der FC, wann der das nächste Mal spielt. Das ist jetzt am Samstag und zwar gegen den VfL Wolfsburg. Oh, dann drücken wir natürlich ganz fest die Daumen, dass wir den Sieg natürlich auch nach Hause holen. Ja. Und ich danke dir, dass du da warst, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast. Gerne. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Das war Fabian. Einen kleinen Applaus. So, unser nächster absoluter Top-Trend. Hashtag Sammy Slimani. Wir haben gedacht, es wäre der Top-Trend. Nee, war es doch nicht. Sophia, was war da los? Ja, was war da los? Das ist die große Frage. Den ganzen Tag haben wir schon gewartet. Gestern große Ankündigung, großes Meeting in Düsseldorf steht bevor. Er würde uns mit Kamera und alle mitnehmen. Aber es kam irgendwie gar nichts. Vor 8 Stunden war noch, oh mein Gott, kann das wahr sein? Ist das wirklich wahr? Ja, aber was denn? Also YouTuber haben es mit Social Media gerade irgendwie nicht so ganz drauf. Also lieber Sammy Slimani, wenn du uns hörst, wenn du uns gerade siehst, wir sind echt enttäuscht von dir und wir hoffen, dass du das alles noch aufklärst und wir hoffen auf jeden Fall noch auf eine Antwort. Und das nächste Mal bitte nicht sowas ankündigen, wenn nichts kommt. Ja. Geht ja nicht. Nein, ja nicht. So, und jetzt kommen wir zu dem, was unsere ganzen Kollegen, und diesmal bezieht es sich nicht nur auf einen Kollegen, sondern auf die ganzen Pressekollegen, feiern und was gut im Netz geht und was ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet. Gefeierte Stars, Newcomer und Geheimtipps. Das kriegt ihr alles von Mittwoch bis Sonntag auf die Ohren, wenn ihr wollt, hier in Köln. Denn die CO Pop geht in die 12. Runde mittlerweile. Vor allem die Kölner Szene ist vertreten, wie zum Beispiel die Kölner Jungs von Anne-Mai Kantereit. Die sind ja mittlerweile so erfolgreich, dass sie sogar das ganze Musikspektakel eröffnen dürfen. Aber ich muss euch leider enttäuschen, die Jungs sind leider schon ausverkauft. Was aber nicht ausverkauft ist, ist der internationale Newcomer Tom Odell. Der ist wirklich gut, kann ich euch nur empfehlen. Ich war schon mal auf dem Konzert, also geht hin, Donnerstag um 20 Uhr in der Philharmonie. Ja, aber das ist nicht das Einzige, denn insgesamt 80 Bands kommen nach Köln und Künstler und DJs aus aller Welt, wie zum Beispiel der Brite William Fitzsimmons oder die Österreicher Wanda. Da kennt ihr vielleicht den Song Bologna. Also wenn ihr noch nichts vorhabt, von Mittwoch bis Sonntag, dann geht's zur CO Pop.